Feldsalat oder Müslisalat? Wie heißt der nun wirklich? Wir haben uns darüber ganz schön den Kopfsalat zerbrochen. Marie und ich waren auf den Märkten in Konstanz und Kreuzlingen für euch unterwegs, um das herauszufinden. Müsli oder Feldsalat haben wir zwar keinen entdeckt, dafür jede Menge lustige und überraschende Wie heißen Antworten. Kirschen auf Schweizerdeutsch? Ich kenne das nicht. Wissen Sie es? Ich weiß auch, es ist Cerise auf Französisch. Und später im Video erklären wir, warum der Müslisalat so heißt, welche Namen es noch gibt und warum er entlang des Bodensees gleich mehrfach anders genannt wird. Morgens um 9:30 in Deutschland. Ich meine natürlich in Konstanz. Wir sind heute am St. Stephansplatz auf dem Wochenmarkt, der jeden Dienstag und Freitag stattfindet. Heute sind wir mit einer ganz besonderen Mission unterwegs. Wir wollen nicht einfach nur Gemüse kaufen, obwohl alles super lecker aussieht und wir von einem Standbetreiber sogar eine Gurke geschenkt bekommen haben. Nein, wir wollen heute wissen, verstehen die Leute in Konstanz, wenn ich als Schweizerin einkaufen gehen möchte? Weil Gemüse ist nicht gleich Gemüse. In der Schweiz gibt es viele Sachen, die wir anders aussprechen. Wir haben uns umgehört, also schau selber. Wir machen gerade so ein kleines Experiment. Gehen Sie auch manchmal in der Schweiz einkaufen? Nee. Nee, aber wenn Sie es machen würden, wüssten Sie, wie manche Gemüsesorten auf Schweizerdeutsch heißen? Zum Beispiel rote Beete? Nee. Wissen Sie zum Beispiel, wenn Sie eine Kartoffel kaufen wollen, was das heißt auf Schweizerdeutsch? Wüsste ich jetzt nicht, aber ich könnte mir es vielleicht herleiten. Ich habe es noch nie gehört. Erdäpfel, irgendwas in die Richtung, oder? Und die Birne? Das weiß ich auch nicht. Ich bin Holländerin, also das weiß ich dann schon gar Wie nicht. sagt man es denn auf Holländisch? Birne. Birne. Nein, sagt man nicht. Gibt es keine Birnen in den Niederlanden? Beeren. Okay. Nee, nicht Biere. Peeren mit P. Mit P, okay. Bir P-E-R-E-N. okay. Auf Schweizerdeutsch ist es Birne. Wie sagt man der Zwiebel? Wie heißt denn auf der Höri? Bülle. Genau. Würdest du dir zutrauen, in der Schweiz auf den Markt zu gehen? Wüsstest du, wie man den Gemüsesorten sagt? Ich würde wahrscheinlich das gleiche Wort verwenden wie hier. Also testen wir dann Wissen mal. Ist das gut? Wie? Oder ihr könnt Ja, die machen auch mit. Ja, die können ja helfen, genau. Also, wenn du Paprika kaufen würdest, was würdest du dann sagen? Paprika. Ja, ich müsste Dann würdest du ein Gewürz kriegen. Paprika-Gewürz. Ja, genau. Du müsstest Irgendwo Pepper oder sowas. ja so ähnlich. Ah, ja. Genau. Genau. Und wenn du rote Beete kaufen möchtest, Oh. Rote Rüben. Sag Ich würde mal. rote Rüben sagen. Vielleicht irgendwie, boah, Randen okay, hätte ich nicht gewusst. und Zwiebeln, Wisst ihr? Zwiebeln? Keine Ahnung. Bölle. Ah, Bölle, macht ja. Sinn, ja. Also Ja. Habt ihr das schon mal gehört? Ja, ja. Und das Radieschen ist auch ein bisschen anders ausgesprochen, aber wie spricht man das aus, das Radieschen? Vielleicht Radiesli? Super. Du hast es schon begriffen. Super. Also ich bin schon mit der gelben Rübe, wenn das Karotte ist, das ist mir auch total fremd im Prinzip. Aber es wird ja auch hier schon in Konstanz anders gesagt als in anderen Regionen. Also wie würden Sie es sagen? Rote Rübe? Möhre. Möhre. Hm. Genau, also Karotte ist schon fremd sozusagen. Naja, na klar, geht schon, aber gelbe Rübe ist fremd. Ah. Also da stelle ich mir eine Rübe vor, also keine Karotte im Prinzip, sondern halt also was anderes. Genau. Ja. Ja, auf Schweizerdeutsch wäre es ja dann Rüebli. Rüebli, ja. Ihr seht, Stimmt. es ist also nicht so einfach für Leute aus Konstanz, in der Schweiz auf den Markt zu gehen und dort das Gemüse auf Schweizerdeutsch zu bestellen. Aber es wäre jetzt gemein zu sagen, ja, die Deutschen wieder, die haben ja überhaupt keine Ahnung, wie die Schweizer sprechen. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Wir waren natürlich auch am Markt in Kreuzlingen, der übrigens jeden Samstag stattfindet, auf dem Boulevard, und zwar morgens von etwa 8 Uhr bis 11 Uhr. Er ist ein bisschen kleiner und intimer, aber wir haben auch dort Leute gefunden und gefragt, würden Sie denn in Konstanz einkaufen können? Aber schaut mal selber. Kannst du was fragen? Ja, frag mal.
Gehen Sie auch manchmal in Konstanz auf den Wochenmarkt? Nie. Nie. Nein. Aber wenn Sie es jetzt machen würden, wüssten Sie, wie so gewisse Gemüsesorten auf Hochdeutsch auch heißen? Also zum Beispiel der Nüsslisalat. Feldsalat. Genau. Und die Randen Nein, das weiß ich nicht. und die Bölle. Zwiebeln. Ja. Rüebli. Karotten. Ja. Wir machen gerade so ein Sprachexperiment, deswegen dafür ist das. Genau. Was haben wir noch? Zucchetti. Zucchetti. Würde ich sagen, in Schweizerdeutsch und Hochdeutsch. Nein. Nee, das kennt man nicht so auf Hochdeutsch. Zucchini. Ah, okay. Also so wie das italienische Wort. Kaum Peperoni Genau. und das ist ja auch relativ Genau. kompliziert. Ja, Ja, genau. ja. Okay. Darum bleibe ich in der Schweiz. Ja, genau. Also oder Salat. Karotte statt Rüebli. Da beim Chicorée bin ich mir schon nicht mehr so sicher. Heißt gleich, genau. Ja, ja, Aber fällt Ihnen noch was ein? Nüsslisalat, Ja. der ist gleich, oder? Hoffentlich. Nein. Ah. Ja, Feldsalat. Ah, Feldsalat, ja, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Was haben wir noch? Zucchini statt Zucchetti. Ja, super. Genau. Was gibt's noch? Kohlrabi ist aber bei uns Genau, aber zum Beispiel Chabis. Chabis. Oh, Kohl. Ja, cool. Kohl, Weißkohl, Rotkohl, solche Dinge, ja. Randen. Rote Beete. Ja. Ja, ist tatsächlich spannend, ist total anders, ja. Ich würde dann einfach zeigen. Ja, so Ja, genau, ja. Ah ja, spannend, ja, da habe ich mir noch gar nicht überlegt, dass es da Missverständnisse geben könnte. Oder zum Beispiel. Ihr seht, es ist nicht so einfach. Es gibt einen richtigen Buchstabensalat. Oder wie wir in der Schweiz sagen, ein totales Chrüsi-Müsi. Wir wollten wissen, ob die Marktbetreiber jede von ihnen verkauften Gemüsesorte auch in die andere Sprache übersetzen können. Der Marktbetreiber in der Schweiz, den wir gefragt haben, war im Gegensatz zu den netten Standbetreibern in Deutschland nicht so auskunftsfreudig. Wahrscheinlich war er ein bisschen von unserem Sprachrätsel überfordert. Deshalb seht ihr nur die deutsche Version. Ist kein Problem. Okay, also wenn jetzt jemand hier kommt und sagt, er möchte Herdöpfel, dann wissen Sie genau, was das ist. Ja, Kartoffeln, Und Zucchetti Zucchini, und Bölle Zwiebeln, und Peperoni Paprika. und was haben wir noch? Chabis. Was? Chabis. Ja, habt ihr euch aber mal Genau. Leute. Was ist haben? Weißkohl. Ah, Da kennen wir uns gegenseitig. ja. Also Sie haben das so von Berufswegen dann so ein bisschen alles gelernt, oder? Ah, ja, natürlich. Ja. Aber man ist ja auch öfters in der Schweiz drüben. Gut, da unterhält man sich nicht vielleicht über Weißkohl, über Habisch, aber Zum Beispiel Kirsche. Okay, Moment, Grüße. Ja, genau. Kartoffel. Das weiß ich nicht. Also die zeigen mir dann halt immer drauf, wisst ihr, Kartoffeln ist Kartoffel, oder? Ja, genau. Erdäpfel sind das. Ja, Herdöpfel. Ja, Ja, aber wenn Sie es dann hören, dann wissen Sie es. ja ich wahrscheinlich weiß es dann. schon. Genau. Was haben wir noch so bei Ihnen? Zwiebel. Hülle. Genau. Sagen Sie das auch irgendwie in Ihrer? Nein, wir sagen Zwiebeln. Okay. Weil zum Beispiel auf der Höri gibt es ja dieses Böllefest, wo irgendwie auch eben so. Ist sie auch dabei? Aha. Sie hat auch eigene. Ah, schön. Ja. Was haben wir noch? Den Weißkohl zum Beispiel. Keine Ahnung. Chabis. Und rote Beete. Ah ja, möchte du das verwenden, zeigen dann drauf. Ja, Das ist schon ja. Okay. Cool, danke. gerne. Wie bitte? Was ist das? Echt? Das habe ich noch nie gehört. Kennst du das? Ah, spannend. Kannst du hier noch was lernen, hä? Ja. Also man kennt den Dialekt ja schon. Ja. Wissen Sie auch, was Kirschen heißt auf Schweizerdeutsch? Ja, zusammen. Ja. Schlagbar. Schwarmwissen. Genau. Ja, Sie sind ja Spargelexperten.
Okay, aber wissen Sie, wie Schweizer zum Spargel sagen? Schweizer? Ja, also auf Schweizerdeutsch? Keine Ahnung. Weißt du? Ich weiß nicht, Prügli, aber das sind ja die dicken Spargelstangen. Also alle anderen, ja, ich weiß nicht, wie sie sagen. Spargel. Genau, aber es gibt einen kleinen feinen Unterschied. Sie sagen nämlich nicht der Spargel, sondern sie sagen die Spargellen. Also weil es halt mehrere sind, das ist bei ihnen ein Pluralwort und bei uns halt immer nur der Singular. Ah, okay. Gut. In Konstanz einkaufen auf Schweizerdeutsch ist also nicht so eine große Sache. Und im Notfall, wisst ihr, einfach mit dem Finger auf das Gemüse zeigen. Aber kommen wir wieder zurück zu unserer ursprünglichen Frage. Heißt es Feldsalat oder ist es der Nüsslisalat? Oder gibt es sogar noch andere Wörter für diesen Salat? Aber schaut mal selber. Aber wie sagen Sie zum den Salat, den Sie jetzt nicht mehr verkaufen, weil der im Winter... Genau, Sie sagen alle Feldsalat oder... Und ihr sagt Nüssli. Genau, Nüsslisalat, aber es gibt ja zum Beispiel auch noch mehr Wörter, ja, also Rapunzelsalat zum Beispiel, oder Ackersalat. Ah, okay, spannend, ja, so viele Wörter. Ja, jetzt haben wir so lange aufs Folter gespannt. Also, wir haben gesehen, der Feldsalat heisst in der Schweiz Nüsslisalat. Wieso heisst der Nüsslisalat? Der Feldsalat oder eben der Nüsslisalat, der hat so einen nussigen Geschmack. Und deshalb heisst er einfach umgangssprachlich in der Schweiz Nüsslisalat. Ich frage mich mehr, wie kommt man auf so Ideen wie Mausöhrchen, Ackersalat, Schafmäulchen, Sonnenwirbele, Nüssle oder Rapunzel? Und noch schräger wird es, wenn ich zum Beispiel um den ganzen Bodensee fahren mit dem Velo. Dann muss ich in Deutschland einen Feldsalat bestellen. In der Schweiz bestelle ich einen Nüsslisalat und in Österreich bestelle ich einen Vogelsalat. Wenn du den Salat ganz anders sagst, dann schreib es doch uns in die Kommentare. Wir sind ganz gespannt darüber. Also ihr habt gesehen, die beiden Märkte, auf denen wir jetzt waren, sind Luftlinie ungefähr 1,5 Kilometer auseinander und trotzdem gibt es so viele Unterschiede. Also immer wieder viel Spannendes zu lernen für beide Seiten. Und vielleicht fallen euch ja noch Gemüsesorten ein, die wir jetzt nicht genannt haben, wo es irgendwie Unterschiede gibt. Dann schreibt uns mal gerne in die Kommentare. Ansonsten hoffen wir, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da, ein Abo und auch gerne einen Super Thanks. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Genau, Radieschen würde man ja auch anders nennen auf Schweizerdeutsch. Wussten Sie das? Ja, Radieschen und Zwiebel und Knoblauch, das sind überall Gemüse, Tomaten, Blumenkohl, sind gesund für Leben.